An Hinsicht op Opel Insignia Sportstourer ass optisch schon etliches passiert. Opel ass ha gute Wurf gelungen. An dat fir Orlo mat op der Mihéger gewern mat spielen zu können. Wir gucken net lo. Auch an der zweiter Generation bewegt sich den Opel Insignia Sportstourer, den noch bald all Transportaufgabe gewusst ass, a Punkto Equipment an senger gräst, schon bald iwwer dem Segment vom Mittelklasseauto. Mit neue Motoren, mehr Assistenzsystemer an zusätzliche Komfort wölt Opel singen bald 5 Meter lange Sportstourer en neue Schwung gin. Diese Kombi aus Sportstourer von Opel benannt, gehört doch zu den guten Offeren am Marché. Seine kleine Facelift sollen noch lo mi niedrig, mi breit, präziser präsentieren. Aber der Blick vom Opel-Kenner erkennt auch direkt die Neuversion. Am datum breit gezündete Kühlergrill und enger Chromsperren, die sich an die schlank LED-Luchten ranzieht. LED-Luchten, die mit jeweils 84 Pixel-Elementen auf Bautsituationen das angepasste Licht zieht. Und damit für den Chauffeur sowie für die Fußgänger oder für den Gegenverkehr ein grosses Sicherheitssystem ist. Außerdem ist ein Opel-Emblem auch mit groß gehen, sowie auch sein vierter Jeep neu gezeichnet kaufen. Se Plüse lengt vun 8 cm vis-à-vis vun segem Viergänger suerch do am Interieur fir méi offer op Platz. Am Opel Topkombi fan de Chauffeur hannner dem Woller, a Beifuer op optionell ergonomischen Aktivsitzer, Aktiun, gesunder Rücken, e perfekte Sitzkomfort. Am stärkste Feld dese perfekte Sitzkomfort hannen dran op. Hier steht viel Platz für die Beine zur Verfügung, a fir gross a wusse Personen spielt heit Kampffreiheit eng gross Rolle. Weil auch heit Link vum Dach sich mi spät no hannen aufzieht. An dieser Hinsicht schlägt den Insignia Sportstourer sogar Premium-Modelle. An der Mal spielt die Rüsselsheimer auch seine praktische Rolle. An dat verdeutlichen schon Zölen vu 560 Liter bei normaler Mal, aber bei umgelöchten Sitzer schon 1665 Liter Ladevolumen. Er bietet en plus auch ein Fläche für ein Obstakel von 2 Meter Länge transportieren zu können. Auch die vielen Knäpperchen, die DAX kritisiert goufen, sind auch noch verschwunden. Bedingen vom neuen Infotainment geschieht lo viel mehr intuitiv, an technischen Kleinigkeiten wie ein Head-Up-Display stehen noch lo auf der Optionsliste. Auch sein Hightech-Zubehör an seinen Equipmentslinien und an Mauern ein gut Gefühl, man mit Insignia Sportstourer viel Auto für sein Portemonnaie zu kriegen. Bei der Entwicklung vom Insignia Sportstourer gouf viel op Lichtmaterial gelöscht. Gewicht lädt aufhängig vom Unterriff an dem Equipment bis zu 200 Kilogramm ënner dem vun segem Viergänger. An dat bemerkt den auch direkt iwwer dem Fuhren. Seng Fahrdynamik huet durch Hai und Diät gewonnen, weil sie an den säre Passagen rumspiegelt. Eng gut Servosteuerung, ein adaptiv Fuhrwerk, Suspension an seng 3 Fuhrmodussen mat enger exzellenter Bremsfunktion sprechen noch an dem ganze Package fir een neutral Fuhrverhalen. Gegen die sportlich fuhren huet die 4,90 Meter lange Familienkombi auch nächst anzuwenden, mit dem kleinen Nodel, dass ein dauernd op der Sichtbar iwwer den Computer die richtig Fahrstufe zu sichern. Aber wer sich nicht immer eins, wat für eng Stuf Gang aus dem Programm soll ersetzen. Er hört den erneut golden Motor von Spritspuren. Opel gibt durch einen kombinierten Wert von 6,4 bis 6,2 Liter auf 100 Kilometer an, die bei mir aber mit einem Liter mehr hoch lag.
Ënner dem Kapo huet bei unsem Testauto e 4 Zylinder, 2 Liter Turbo mat der Leistung vun 200 PS geschafft, den noch maximal Drehmoment vun 350 Newtonmeter aufgin huet. D'Leistung Getei vun enger 9 Stufenautomatik geregelt, de Sprint vun 0 op 100 km/h lädt bei 7,9 Sekunden, an seg maximal Vitesse bei 233 km/h. Dëse Modell den Opel Insignia Sportstourer ass bestens aufgestellt. Et ass ein Auto, an den e gut erwacklemmt, gut sitzt, an den sich auch liegt an alle Situationen manövrieren lässt.